In München gibt es ja verschiedene Stadtviertel, unter anderem den Stadtteil Giersing. Ich weiß nicht, ob heute ein paar Giersinger da sind. Schon, der schaut gar nicht aus wie ein Giersinger. Ja, in Giersing hat der Herr Dicker gewohnt. Der Herr Dicker war ein Postler AD, großer Türer hagerer Mann. Und wenn es weder schön war, so wie heute, hat er immer sein Fenster offen gehabt in seiner Wohnküche und hat Zither gespielt und schöne Liedl dazu gesungen. Und ich habe oft gesagt, Herr Dicker, Sie kennen so schöne Texte, ich würde gerne ein paar Liedl von Ihnen lernen. Aber immer, wenn er mir einen Text aufschreiben wollte, dann hat er ihn wieder vergessen. Es ist nie was geworden. Der Herr Dicker ist irgendwann gestorben und hat die ganzen schönen Liedl alle mit ins Grab genommen, bis auf eins. Das hat er jeden Tag gesungen und gespielt, dadurch haben wir es gut merken können. Er hat es nur jeden Tag in einer anderen Version gespielt, sodass ihr heute sozusagen einen Mittelwert kriegt. Wenn's Glück habt. Hier steht ein Brunnen, den kennt wohl jeder Mann. Ist nur ein kleines Burwal, doch sieht man gern ihn an. Und manche alte Jungfrau, die denkt sich still dazu. Man hätte nur den Burm daheim, das war für mich Sach nur. Ein Bauerin zum Doktor und jammert, was er kann. Der Doktor ist recht freundlich, wo feinst den lieber Mann? Er sagt, wenn ich da hindruck, tut's mir weh da drin. Du Rümpfi, sagt der Doktor, dann drückst halt nicht dahin. Die Mutter sagt zum Maxl, ich schenk dir ganz was Süß. Bis du zum Metzger übergehst, schaust du, der hat keiner Füß. Der Maxl kommt gleich wieder und sagt, schaut, hab ich schon. Ich konnt's ja bloß nicht sehen, weil der hat ja Stiefel noch. Den Seppalams beim Raffa, das linke Auge ausgeschlagen. Da sagt zu ihm der Doktor, geh, lass die Reppers ran. Da machen wir dir ganz einfach ein neues Glas auch rein. Na, schreit drauf der Seppal, das schloss mal wieder rein. Der Kranke, der im Bett liegt, lebt von der Medizin. Der Doktor lebt vom Kranken, drum geht er öfters hin. Da kommt der Apotheker, der lebt von alle zwei. Zum Schluss der Totengräber, der lebt von alle drei.